Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film Live direkt aus dem Kino schon für die Kamera. Ich war mal Ant-Man and the Wasp Quantumania gucken. Ja, der wisst es mit Marvel gerade ein bisschen auf Kriegsfuß, du weint ja, mal gucken, wie dann dieser Film gehen ist. Das ist schon mal eine große Merci Kinopolis für die Unterstützung von dieser Episode. Also, wie gesagt, mit Marvel habe ich an der Lage so ein bisschen Bedenken. Ich weiß nicht so ganz, ja, wie soll ich das ganz fanden, ne? Also für mich war noch immer der Höhepunkt war ob Endgame, da hat sich alles irgendwie hingezielt, das hat alles, all Film hat so sing Daseins, oder weil all Film hat so sing Daseinsberechtigung und hat alles auf ein großes Spektakel hingezielt. Es hat ein gewissen Feeling, was momentan nicht mehr so da ist. Hat nach mehr Feeling von bisschen mehr reale Sets, noch ein bisschen mehr handgemacht und das ist alles immer mehr zu einem riesigen CGI-Spektakel gehen, immer mehr weiter weg von reale Szenen, immer mehr verreckt, immer mehr abgedreht, immer mehr Special Effects, für und allem immer mehr. Da sind ich nicht ganz zufrieden, weil ja, mehr ist nicht immer besser, weil für allem bei so Special Effects Sachen, irgendwann, wenn das so groß Special Effects Kirmes Screen ist, sticht doch nicht mehr wirklich raus. Aber bon, wir haben den neuen Ant-Man and the Wasp, also am Kino an den mischt das auch nicht ernst. Also also für reale Sets ist halt kaum zu schwätzen. Die Technik wie aus der Serie The Mandalorian geht halt angewendet mit den LCD-Screens, wo sie dann für durchstehen wo den Screen sich dann uppasst, für das das mir authentisch rüber könnt. Und sagen wir mal so, die Quantumania-Welt, die sie da aufbauen, die sieht einfach gut aus. Das kann ich so sagen. Also, die sieht krass gut aus, aber trotzdem hat den immer das Gefühl vom nicht realen. Weil für allem auch die Wesen, die an dem Quantumania unzutreffen sind als halt auch alles am CGI an hört du wenn auch den nicht wirklich realen Touch. Do eng Richtung die zum Beispiel Star Wars du gegangen as May mat Masken am May mat Poppen zu schaffen, den hält Marvel ha net. Also ha geht rank CGI. Ja, für mich funktionieren Masken a Poppen immer besser. Et besser gefiel für die Welt. Weil wir für an allem an dem Quantumania die Filmpacke am Anfang ziemlich gut eng Welt abzubauen, also gut gefiel für die Welt zu kreieren an die verschiedenen Kreaturen, die du leben, die verschiedenen Rassen, die du leben, das kriegt ziemlich gut hin. Und ich denke aber, dass man ein bisschen mehr realen Usatz do mehr zu machen gewirrscht wird. Bon, trotzdem das klingt so negativ, aber die Echthalschen vom Film hun ich effektiv ziemlich genoss, weil ganz so Mysterium matt schwenkt an dem ganzen Szenario, das sind interessiert im werdet sich da handelt, weil die ganze Familie wie man sie kennen, also den Ant-Man an Wasp an sein Mädchen an Dr. Hank an Janet, die gehen an Quantumania gesaugt an Janet, wat Jahre lang du drauf verscholle war, huet ihnen net alles verrode, wat du inne last war. Den Kang the Conqueror, den hast du innen an den huet Bock all Multiversen mal anständig Platz zu machen. An dat wollen sie natürlich, das muss natürlich verhindert gehen. Dat spitzt sich dann ob riesige finale Kampf so an lo kommen doch zu dem Thema wat mich nicht ganz begeistert. Also wie gesagt, die Echthalschen tun ich cool fand, weil die ganze Welt geht abgebaut, das kriegt ein bisschen Dave-Gang, wir haben ein paar richtig cool Charakteren dabei, die leider nicht genug ausgebaut gehen, wie ich empfanden. Das ist alles, das fängt alles mega gut an und dann hat Disney gern, dass wir eine Bindung relativ sehr zu den Charakteren aufbauen und ja, dann passiert der Kampf und da soll ich über Sachen denken ich mal matt geholt sind, die da passieren, wann dann Charaktere mal enke sollte von uns gehen. Wir kriegen ja keine Zeit gelos für eine Bindung mit denen Wesen abzubauen, mit den Charakteren abzubauen.
weil dat wat die Dramaturgie die ganz Marvel-Sache bis zu Endgame hatten, das hat ja ein gewiss Fallhöhe. Wir haben viel Momente mit den Charakteren erlebt, die sie gut durchgestaltet, die hatten hier Screentime, aber wenn dann Charaktere verschwanden, dann hört das bis man eng gemacht. Aber wenn sie das mit Charakteren machen, die knapp 1 Minute Screentime haben, dann lässt mir das, ich weiß nicht, ob ich da Empathie los bin, da lässt mir das kann. Dann ist mir das ziemlich egal. Wie gesagt, das fängt gut an, das baut gut ab und dann können doch schon den Endkampf. Und du fehlt für mich besonders mit, du fehlt eine Dramaturgie für mich und damit für den Endkampf eben dramatisch wirken zu lassen. Weil es tut die letzten halben Schüsse nach da und haben wir dann das Action-Spektakel da angeguckt und schon gedacht, das mischt gerade absolut gut. Nicht mit mir. Absolut gut nicht. Keine Auswirkung. Ich hoffe, aber das sind 2 After-Credit-Scenes, die das Ganze dann ein bisschen weiterspannen, die hoffen lassen, dass das Ganze einfach in eine richtige Richtung geht. Für mich hat aber wenigstens ein von den After-Credit-Scenes am besten am Film sollte sein, für dass das halt besser wirkt, für das das große Ganze besser gesagt, für das obwohl, da wird doch egal gewesen. Nein, ich weiß es nicht. Also für mich war der Endkampf, wie sie mit den letzten Filmen machen, die Filme stehen zu viel für sich, also sie wirken nicht so genug am großen Ganzen. WandaVision und Loki hatten als Serie einen guten Ursatz für am großen Ganzen zu wirken und dann noch, also bon, es klingt nur extrem negativ. Ant-Man ist aber auch durch mein viel Gemeckers tatsächlich von den besseren Marvel-Filmen, die an der Lage rauskommen sind. Das soliden Actionfilm, ein Action-Spektakel, was sich schön angesehen lässt, was ganz viel bombastische Momente zu bieten hat. Und das mischt am Großen und Ganzen mischt schon Spaß, dem Ganzen nur zu gucken. Wenn der ganz mehr Fallhöhe gehabt hat, wird besser gewesen. Für allem auch ein Punkt, der bei Marvel heinst du deplatziert, das ist den Humor, den oft an der Last einfach drüber ist, gar nicht mehr passt. Das hat Ant-Man relativ gut hingekriegt. Du hast so gute Spagat von, für nicht zu klamaukisch gehen zu lassen, aber für du halt eine gute Mischung zu finden. Natürlich dürfte Humor an den Marvel-Filmen nicht fehlen, den wird nach immer dazu gehört, der gehört doch dran, die muss auch dran. Und so habe ich einen guten Weg fand. Ant-Man war dann tatsächlich auch mit den 2 Filmen für drin und ich fand, waren immer schöne Filme, die relativ klein gehalten sind, aber beim dritten Ant-Man, wie soll ich sagen, Ant-Man war noch nie so groß. Ja, das kann ich mir so stehen lassen. Voilà, es wird, ja, was soll ich noch sagen? Auf jeden Fall war es eine schöne Welt, die abgemacht wurde. Ich hoffe, die Welt kriegt noch ein bisschen mehr zu bieten, dann kann sich noch mehr präsentieren, weil ich meine, du hast viel rauszuholen. Aus dem Quantum Mania, Quantum Versum, du wirst noch viel rauszuholen. Du wirst ganz viele Geschichten zu erzählen. Mir hat das Spaß gemacht, die Welt dort zu gucken, weil sie einen ganz schönen Approach hatte für Sachen zu demonstrieren, die ich nicht kann, dann, wo ihn sich, ja, kann überraschen lassen. Voilà. Also, Großen und Ganzen eigentlich solide Film für mich kleine Lichtblick für Marvel, wo ich vielleicht hoffen kann, dass man momentan um bisschen rumsehen. Voilà. Ich ging so, das war dann auch schon mit dieser Episode. Ich denke, schon alles gesagt. Und ja, dann denke ich, also bis zur nächsten Episode Film läuft. Bis dann.